Merci, Herr Präsident. Merci auch den Deputierten, die vier Fraktionen geschwärzt haben. Schon hören, dass eigentlich eine breite Zustimmung vis-à-vis von diesem Projekt de loi ist. Aber ich schon auch appréciiert, dass eine Reihe kritisch, mir konstruktiv formuliert Remarken kommen sind. Das ist auch für mich Verpflichtung, nicht nur an dem heutigen Dossier, ob die Fragen zu antworten und noch die nötige Transparenz spielen zu lassen vis-à-vis von der Chambre. Und da ging ich der Madame Tonse absolut recht. Das ist nicht immer meine Intention, so viel müssen mich kennen, für vis-à-vis von der Chambre irgendetwas viel zu entfernen. Ich will dafür auf 3 Punkte, die aber aus der Diskussion rausfinden, angehen. Erstens, was bringt das? Ich meine, es war eine couragierte Position von dem neuen Steuerdirektor, dem Jean-Paul Ohlinger, dass er gesagt hat, wie ihn angefangen hat, dass er bei mir kommt. Ich glaube, das sind 3 Prioritäten. Das ist eine moderne Steuergesetzgebung, da zählt auch eine ähnliche Steuerklasse dazu. Ich meine, da sind wir am guten Weg. Ich gucke, den Staatsrat hat einen zweiten Avis komplementär oder ein Avis komplementär aufgehen, sodass eigentlich rechtlich und verfassungsrechtlich dem Wort von dieser Steuerreform verfügt, dass eine Approbation an dem Parlament als technisch nicht mehr entgegen wird. Zweitens hat er gesagt, wir müssen die Steuerverwaltung digitalisieren. Und drittens, wir müssen eine bessere Relation haben zwischen der Verwaltung und dem einzelnen Steuerzahler, in diesem Fall vor allem der Bürger. Geliefert mänglisch als Kind am Niveau von der Steuerreform, pourvu dass die nächste Etappe an der leider an Hand von der Chambre suiviert wird. Der zweite Punkt, das Thema der Digitalisation. Ja, wir haben da Rückstände abzuschaffen. Das ist keine Schuldzuweisung, das ist einfach ein Fakt, das für verschiedene Leute mentioniert gehen. Ich meine auch, dass die richtige Approche ist, für eine Software zu holen, die eigentlich auf Besoin von der Lützeburger Steuerverwaltung klappt. Das heißt, geht praktisch an die Boutique etwas kaufen, was plus ou moins passt, dann muss ich das ajustieren. Den dritten Punkt ist den, wie kommen wir dahin? Wir kommen dahin, dass wir mit dem Logiciel, so als es ja in Aussicht gestellt, eine moderne Steuerverwaltung haben, die mir eine genaue Erfassung von der Steuervorgänge hat, auch forcément auch mehr eine genaue Abschätzung kann bringen von den Rezetten und auch die effektiv randreift. Wir haben ein gutes Beispiel, das ist die von der TVA. TVA, Verwaltung, Enregistrement, die sind schon auf dem heutigen Punkt. Enregistrement ist doch ein ganz anderer Approche. Enregistrement geht nicht all Einzelzeilen für eine TWS-Erklärung gucken, mit Enregistrement guckt ganz einfach, mit den informatischen Mitteln fällt eine TWS-Deklaration raus aus verschiedenen Normen. Und das nicht, wenn sie rausfällt aus verschiedenen Normen, dass am Detail das geguckt wird. Bringt auch, dass den TVA-Viergang, dass die besser erfasst geht, dass den auch hilft, für gegen Steuerbetrug zu tun. Dasselbe ist als gemengt, dass nicht nur, dass die Leute können hier digital Steuererklärungen aufgehen, dass auch am Projekt de loi und Explikation vom Steuerdirektor gesagt ging, dass bis 2021 sollten 85% von der Steuererklärung können digital gemerkt gehen. Und ich komme auf den Punkt, den du aufgeführt hast, hier steht dann, dass die Leute nicht mehr können analog, das heißt die Steuererklärung auf der Hand ausfüllen, selbstverständlich nicht. Die Direktinteraktion muss können bestehen bleiben, aber wir werden noch dort Gesetz auf keinen Punkt aufpassen. Theoretisch können die sogar seine Steuererklärung mündlich machen, auf Basis von einer Deklaration. Muss ich natürlich dann auch gucken, muss ich gut Zeit tun, und dann wie den ersten Steuerbüro darüber reagiert. Also, nach einem Engagement von der Politik wie auch von der Steuerverwaltung analog, das heißt handgefassten Steuererklärungen müssen und werden auch weiterhin Bestand haben. Der Preis. Ich kann das auch nicht erschätzen. Es sind so über 200 Millionen, die sich dann auf 5 Jahre verteilen. Ich weiß auch, dass an der Presse reportiert gouf, dass an andere Länder Informatisation vom Steuersystem zu Preisen gemerkt goen, heißt Malta ungefähr von knapp 31 Millionen Euro, dabei wären 68 vorgesehen. Ich will nur Lützeburg vielleicht einfach nicht direkt mit Malta vergleichen. Das ist auch ein Beispiel, werden Sie mir vorgelöst haben, das ist zum Beispiel Finnland. Das, wie man am Tanze sieht, als mir Großland, also auch flächenmäßig mir groß. Da wären so bei einem Preis von 226 Millionen für 12 Jahre.
Wir haben den Preis von 193 Millionen TVA, und davon sollen auf die informatische Lesung 94 Millionen, die informatische Lesung, 94 Millionen ohne TVA Drop entfallen. Zusätzlich muss ich auch sagen, dass die Leute formiert gehen, das muss das ganze System darüber, das geht nicht um eine Software, aber das ganze System muss darüber aktiviert gehen. Und da komme ich ein bisschen auf das zurück, was den Herr Klümmer gesagt hat. Wenn ich natürlich eine ganz alte Version hat, Kobold hätten die, ja, Kobold hätten die, Kobold, ja, hätten die genannt, ja, dann ist den gesamten Aufwand für die Infrastruktur auch der neuen Software anzupassen, ist das natürlich eng ernst. Ich meine auch, das muss da so gesehen, meine ich ganz ehrlich, muss ich auch Rechnung drohen, dem Fakt, dass hier ausgeschrieben wird. Der Marché public, und ihr wisst, wenn die Städte und Gemenge bauen oder etwas kaufen, da kann ich nicht einfach mit engem, den ich will, negozieren, wie wenn das am Privaten der Fall wird. Ich meine, dem muss ich auch Rechnung drohen, wenn ihn ausschreibt, tut ihn eine mise Konkurrenz, das ist eine Transparenz, die muss wir öffentlich suchen. Ja, da sind, aber ich weiß nicht immer, ob die zielführendst ist an dem Preis. Dafür kann ich nicht mehr über den Preis sagen. Ich will just etwas, und das ist ein Engagement, was ich will. Ich hätte gerne, dass sowohl der Minister, mehr auch die Verwaltung in regelmäßigen Aufständen Chamberskommission über den Fortlauf von dem Projekt informiert, auch wie die Evolution von den Suen sich damit verbunden ausdrückt, und drittens auch, wie die Auswahlkriterien herno sind, für den Marché dann zu vergehen. Auf jeden Fall soll die Chamber da eng assoziiert gehen, auf voller Transparenz. Da kommt nicht auf die letzte Frage, ich gesehen Zeit die Definition, das ist die vom Recours. Das Nünement d'Intention von dem Minister oder von der Verwaltung wie irgendetwas 14. Richtig ist, dass in einer Reihe von Interessenten, manchmal 12 am Anfang, dass du an nicht die erste Kehr an diesem Fall, ich hat er doch an der Finanzkommission erklärt, dass den Recours beim Verwaltungsgericht gemacht wird, die sogenannten Eilverfahren, Refere. Du hast eine erste Decision auskommen, den 21. Mai, also das ist noch nicht so lange hier, und die hat auf engem Kriterium von der Ausschreibung der Verwaltung nicht recht gegeben. Die Verwaltung hat die redressiert. Das ist nämlich der konkrete Punkt, dass in mit einem Punktesystem muss gehen, für den oder die Firma zu berücksichtigen, die dann den Marché soll kriegen, mit einem Punktensystem. Die Verwaltung wollte das nicht so kontraignant machen, sie feiert die Kriterien an. Und stellt euch mal vor, wo sind wir da drin? Weil nämlich diejenigen, die den ersten Recours gemacht hat, Appell gemacht hat. Das ist eine Rarprozedur, ein Appell Referé, das ist an einem Schnellverfahren, an den Recours, den geht der 14. Juli, geht den plädiert für den Präsidenten von der Cour administrativ, und da könnt du so oder so ein Urteil. Am besten Fall wird, dass den Appell gegen aufgewiesen gehen, das weiß ich aber nicht. Da könnte der Prozess weiterlaufen. Soll das zu einer Decision kommen, ja, selbstverständlich muss man es dann der Gewaltentrennung noch und die Decision aufpassen, sodass ich Stand haut. Erstens ging so, wann der Recours ging aufgewiesen gehen, da geht das positiv, das ist dann Nummer vielleicht groß Vakanz verloren am Niveau von der Zeitschiene, geht das Ernstes aus, ja, da wird das Reperkussionen haben am Niveau von der Zeitschiene, wie den Marché kann führen entwickelt gehen. Eine letzte Frage, schon eine Minute dafür, dass die, hat das eine Reperkussion, das ist eine legitime Frage, ob so Reserve von der Approbation von der Chambre, natürlich von der Steuerreform, das eine Influenz für die Mise en place Pratik von der Steuerreform. Nein, weil Steuerverwaltung mit ihrem COBOL-System dafür gesorgt wird, dass sie auch können, die technisch Viererbischten Leisten für die ähnliche Steuerklasse für die können anzufeiern, unabhängig von dem heutigen System. Das ist das Geteil eigentlich auf zwei verschiedenen Pisten gefahren. Wann die Chamber gegen ihren Aval gehen zu einer ähnlicher Steuerklasse, da kann das Stand gesagt gehen, technisch, wie das der 2021 lebt, unabhängig, wie weit das diesen progestiell gegen
an der Zeitschiene evaluieren oder nicht. Das Stand haut, das werde ich der Chambre kann, Martin.